Frage in die Runde. Wer hat im Kirchenzettel Dezember schon das Meme des Monats gesehen? Man sagt Meme, man schreibt aber Meme und es ist ein Internetcomic. Es zeigt einen Fuchs auf dem ersten Bild, wo zuerst grün ist, darüber die Erklärung Leben ohne Jesus. Dann auf dem zweiten Bild ist der Fuchs hell erleuchtet, und zwar von innen mit dem Schriftzug drunter Leben mit Jesus. Das sind 2 Fotos, die ich machen konnte, die mich sofort angesprochen haben, weil ich die so herzig finde. Und um das geht es heute. Dass Jesus uns erleuchtet auf dem Weg vom Frieden. Und zwar von innen her. Im Folgenden werden wir uns 4 Fragen stellen. Was erfahren wir in dem Abschnitt vom Lobpreis des Zacharias über Gott? Was erfahren wir über den Johannes den Täufer? Was erfahren wir über Jesus Christus? Und was erfahren wir über uns? Kleine Klammerbemerkung für alle, die leidenschaftlich die Bibel lesen, entweder für sich oder auch in einem Hauskreis oder in einer Gebetsstunde. Diese Fragen können wir bei jedem Bibeltext stellen. Was erfahren wir über Gott? Was erfahren wir über uns selber? Das ist mal der erste Gedankenanstoß. Und das zweite ist, wir haben vorher den Lobpreis des Zacharias in der sinngemässen Bibelübersetzung Hoffnung für alle gelesen. Und wir werden jetzt mit der wortwörtlichen Elbenfelder Bibel noch mehr Details anschauen. Und das kann jeder von uns auch persönlich daheim machen, indem er eine sinngemässe und eine wortwörtliche Bibelübersetzung einander gegenüberstellen. Und so hat man sowohl den Bibeltext als auch den Sinn schon und kann schon sehr viel erkennen aus der Bibel. Was erfahren wir von Gott? Der Zacharias fängt sein Lied damit an, dass er Gott loben und sagt, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, dass er sein Volk angesehen und ihm Erlösung geschaffen hat. Ich habe das mal auf Griechisch angeschaut, was das bedeutet, und ganz spannend, der Satz, Gott hat sein Volk angeschaut, den kann man auch so übersetzen, Gott hat sein Volk besucht, er hat sein Volk versorgt. Er hat sein Volk gepflegt, das krank war. Es ist also ein Begriff mit einer sehr breiten Bedeutung. Das interessante Wort anschauen, besuchen, versorgen und pflegen taucht sowohl im ersten Satz auf, als auch im zweitletzten und bildet durch das eine Klammer um das ganze Lied, um das ganze Gedicht. Gott kommt in seinem Sohn Jesus Christus auf uns zu, um auch uns anzuschauen, uns zu besuchen, uns zu versorgen mit dem, was wir brauchen, und auch uns zu pflegen, wenn wir krank sind. Gott ist treu, wegen dem tun wir ihn loben. Der zweite Unterpunkt ist, Gott schafft Erlösung. Gott hat eine Erlösung geschaffen für sein Volk. Für Erlösung steht hier der Begriff Loskauf, Erlösungsvorgang. Gott hat uns dank Jesus losgekauft von der Sünde und uns durch das erlöst. Das bedeutet, dass wir nicht länger in unserer Vergangenheit stecken bleiben, sondern dass Gott für uns alle Zukunft und Hoffnung bereit haltet. Aber jetzt wird es sehr poetisch, dichterisch. Der Zacharias singt, Gott hat uns ein Horn vom Heil aufgerichtet im Haus von David. Und das sind Bezüge zum Alten Testament. Stichwort, das er aufgreifen aus dem Alten Testament. Er tut das selber erwähnen und sagt, er bezieht sich zurück auf die heiligen Propheten von Ewigkeit her. Das heisst, jetzt kommen die Stichworte aus dem Alten Testament. Und wenn man das mal googelt, nachschaut, was bedeutet denn das? Das Horn meines Heils, dann kommen wir im Alten Testament auf 2 Stellen, wo der König David einen Psalm dichten, nämlich Psalm 18, wo auch im 2. Samuelbuch ein zweites Mal vorkommt. Und dort heisst es, der Herr ist mein Fels und meine Burg und mein Retter, mein Gott,
mein Hort, bei dem ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils, meine Festung. Das Horn meines Heils, das ist das Horn meiner Rettung, das ist die Macht, die Stärke und die Möglichkeit, dass wir dank Jesus ein ganzes neues Leben anfangen. Der Zacharias singt auch von der Rettung von unseren Finden und von der Hand von allen, die uns hassen. Der Zacharias hat also erwartet, dass der Messias wird kommen und dass er die Römer mit Gewalt aus Judäa wird vertreiben. Er hat gemeint, der Messias sei vor allem auch politisch. Aber es ist dann anders gewesen. Jesus ist der Friedenfürst und er lehrt uns die Findesliebe. Erst 300 Jahre später, im Jahr 313 nach Christus, ist der christliche Glaube im ganzen römischen Reich zuerst toleriert worden und nachher, im Jahr 380 nach Christus, Staatsreligion geworden. Also Gott hat mit seinem Sohn Jesus Christus das ganze römische Reich von innen aus umgestaltet. Viele Forscher fasziniert das bis heute, wie das möglich war, dass ein Mensch, also es ist der Sohn von Gott, Jesus, dass Jesus innerhalb von nur 300 Jahren das ganze römische Reich umgestalten und dass Menschen, die vorher ihn und die Juden gehasst haben, ihn plötzlich geliebt haben. Und das gibt 1000-seitige Bücher zu dieser Frage, weil das so interessant ist, wie Jesus mit der Bibel die ganze Welt für immer verändert hat. Und die schlichte und kurze Antwort lautet, es ist die Botschaft von Jesus, dass Gott alle Menschen bedingungslos liebt. Das hat die ganze Welt verändert, weil Jesus hat das bezeugt mit seinen Gedanken, mit seinen Worten und mit seinen Taten. Und Jesus rettet auch uns persönlich von unseren Finden. Er nimmt uns zum Beispiel die Angst vor unserem Tod weg, weil er für uns gestorben und auferstanden ist, weil wir wegen dem die feste Gewissheit haben, dass auch wir nach unserem eigenen Tod ewig werden bei Gott in der Ewigkeit weiterleben. Zudem hilft er auch in unserem Alltag, weil wir mit ihm die persönliche Liebesbeziehung pflegen. Verschiedene Hilfsmittel, stichwortartig wie die Bibel, das Gebet, Hauskreis, Gebetsstunden, Seelsorge, die wir in Anspruch nehmen, auch Gottesdienst feiern, christliche Anlässe besuchen, helfen uns, Schwierigkeiten in unserem Leben zu überwinden. Auch ganz spannend, hier wird der Abrahamsbund erwähnt. Dass Gott wird seinen Abrahamsbund einhalten. Und Gott hat dem Abraham 3 Sachen versprochen und verheißen. Erstens Land zu geben, zweitens Nachkommen zu geben und drittens sein Segen zu geben. Und Gott steht auch heute weiterhin zu Israel, auch wenn viele in Israel, die dort wohnen, den Messias Jesus Christus noch nicht als ihren persönlichen Herr und Heiland angenommen haben. Wichtig ist, dass wir weiterhin auch beten für Israel, dass sie den Schritt auf Jesus auch machen. Die zweite Frage ist, was erfahren wir denn über den Johannes den Täufer? Wir erfahren, er war ein Prophet, ein Prophet des Höchsten. Er war nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ein Prophet, ein Mann, der im Auftrag von Gott seine Botschaft weitergegeben hat. Er war aber selber nicht der versprochene Messias gewesen, sondern, das erfahren wir auch über ihn, er war der Wegbereiter vom Messias. Und wenn es hier heisst, Johannes Täufer wird vor dem Angesicht des Herrn, also vor Jesus, hergehen, seine Wege zu bereiten, dann ist das auch wieder ein Stichwort aus dem Prophet Malachi, was heisst im Kapitel 3, Vers 1, siehe, ich, also Gott Vater, sende meinen Boten, Johannes Täufer, und er wird den Weg vor mir her bereiten, also vor Jesus vorbereiten. Johannes Täufer war der Wegbereiter von Jesus. Und er hat die Vergebung von der Sünde hat er auch schon angekündigt.
Wenn wir ganz genau die Evangelien lesen, dann sehen wir, dass im Matthäus-Evangelium Kapitel 3 hat Johannes der Täufer predigt, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Das heißt, kehret zu Gott um, weil Gott ist bereit, eure Sünden zu vergeben. Weil Gott wird in Jesus gleich zu uns kommen. Und nur ein einziges Kapitel später, im Matthäus-Evangelium Kapitel 4, lesen wir, von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Also die Botschaft von Johannes und von Jesus ist am Anfang genau gleich gewesen. Nämlich, dass Gott uns unsere Schuld sehr gern vergibt und dass wir wegen dem nicht verzweifeln müssen. Was erfahren wir über Jesus? Es taucht hier mein Lieblingswort auf, und zwar durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes. So wird Jesus umschrieben. Also die herzliche Barmherzigkeit von unserem Gott. Und auf Griechisch lautet das Splanchna, auf Deutsch sind das die Eingeweide. Also Gott liebt uns so fest, dass seine innersten Eingeweide, seine Gedärme vor Mitleid und Liebe zu uns bewegen sich, wenn er uns anschaut. Sein Innerste tut beben. So fest liebt er uns. Und dann heisst es, der Aufgang aus der Höhe wird uns besuchen. Und das ist wieder eine Umschreibung, wo der Prophet Malachi sagt, Jesus ist die Sonne der Gerechtigkeit. Also mit Jesus kommt Licht in unser Leben und die Liebe von Gott kommt in unser Leben hinein. Aber ich gebe zu, es ist hochpoetisch, dichterisch ausgedrückt. Und eben, wenn man das einmal einfach so liest, denke ich, es ist wichtig, dass man auch die Stichwortverbindungen zum Alten Testament ein bisschen aufgreift, weil sonst ist es schon sehr stichwortartig, was hier der Zacharias singen. Was erfahren wir über uns selber? Dass wir Gott dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Und das, interessant, heisst es ohne Furcht. Also ohne Furcht heisst zwar schon mit Gottesfurcht, aber nicht aus einem Zwang, sondern aus einer inneren Herzenshaltung. Dass eben auch wir Gott lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und dass wir Hoffnung überkommen, um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen. Jesus ist das Licht von unserem Leben, das unsere Dunkelheit vertreiben. Auch hier sehen wir wieder zwei prophetische Anspielungen ans Alte Testament. Im Prophetenbuch Jesaja heisst es im Kapitel 42, Vers 7, dass Gott verspricht, dass der Knecht des Herrn, also Jesus Christus, der Messias, wird kommen, um Gefangene aus dem Kerker herauszuführen und aus dem Gefängnis, die in der Finsternis sitzen. Jesus schenkt uns also die Hoffnung, er trägt uns durch die schwierigsten Zeiten von unserem Leben durch. Und das Gefängnis, die Finsternis, die können wir heutzutage sicher auch auf Depression und auf Suchterkrankungen beziehen, wo viele Menschen leider auch hier in unserer Region beschäftigen. Und dass wir dürfen wissen, es gibt Hoffnung. Und zwar eine persönliche Hoffnung, dass Jesus viel stärker ist als Böse. Manchmal ist es ein Prozess, manchmal gibt es vielleicht auch gewisse Rückschritte, aber grundsätzlich haben wir dank Jesus die Hoffnung, dass wir vollständig frei werden von dem, was uns belastet. Der Psalm 23 ist ja bekannt, ich denke den meisten von uns, was heisst, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Und das finstere Tal ist wortwörtlich das Tal des Todesschattens. Und das tut hier der Zacharias aufgreifen, Tal des Todesschattens. Und das kann man sicher auch sagen, das sind Selbstmordgedanken, die vielleicht auch ein paar von uns quälen, besonders in dieser dunklen Jahreszeit, November, Dezember, Januar, wo es so viel Nebel hat, Dunkelheit, wo wir so viel arbeiten müssen, nur drinnen sitzen, wo wir nicht an der Sonne sind, weil vielleicht die Sonne gar nicht vorkommt.
Wenn jemand an Selbstmordgedanken leidet, ist es wichtig, dass wir die aktiv angehen, sie im Gebet auch bekennen und dann loslassen. Stattdessen können wir unsere Hoffnung ausdrücken mit dem Psalmwort aus dem Psalm 118. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Dass wir diesen Angriff auf uns, auch auf andere, auch auf unsere Gemeinschaft, dass wir das Psalmwort entgegenhalten. Jesus verwandelt uns auch zu Friedensstifterinnen und Friedensstifter. So ist der letzte Satz aus dem Gedicht. Und unsere Füße zu richten auf den Weg des Friedens. Alles fängt hier damit an, dass wir selber Frieden mit Gott haben. Im Römerbrief schreibt der Apostel Paulus, da wir nun durch den Glauben an Jesus von Gott für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch das, was Jesus, unser Herr, für uns tat. Also wir haben Frieden mit Gott dank Jesus. Und Jesus sagt in der Bergpredigt, glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Töchter und Söhne Gottes heißen. Also die Frauen sind hier natürlich auch mit gemeint. Wörtlich übersetzt, glückselig die Friedensmacher. Wer tiefer darüber nachdenkt, dann passiert etwas ganz Spezielles, weil dann merken wir, dass Jesus mit diesen Seligpreisungen eigentlich Gruppen von Menschen anspricht, die benachteiligt sind. Also er tut Leute selig nennen, glückselig, Leute, was eigentlich schlecht geht, die eigentlich leiden. Das ist auch speziell. Wir meinen einfach so, ja, glückselig die Friedensstifter, das tönt irgendwie noch gut, aber wenn wir näher darüber nachdenken, Jesus sagt, glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Aber unsere Alltagserfahrung zeigt uns ja, wenn jemand trauert, dann ist er nicht automatisch glücklich, sondern wir werden einfach tröstet im Hinblick auf Jesus, auf die Ewigkeit. Aber eigentlich ist ja das, was Jesus mit dem ausdrückt, ein Widerspruch. Er sagt, glückselig die Trauernden. Aber die Trauernden sind ja traurig. Die sind eigentlich nicht sofort glückselig. Und wenn Jesus jetzt sagt, glückselig die Friedensstifter, dann bedeutet, es hat irgendeinen Haken dahinter. Und er will, dass wir näher über das nachdenken. So auch in dem Fall. Es ist schwierig, ein Friedensstifter zu sein, weil man zwischen zwei streitenden Menschen schlichten will. Das kann dazu führen, dass plötzlich beide hässig auf einem sind. In der vergangenen Woche hat ein kurzes Mediationsgespräch stattgefunden. Die Personen haben einander vergeben, sich versöhnt und sich am Schluss sogar umarmt. Es ist aber immer Gnade, wenn das passiert. Ich hatte auch ein anderes Gespräch gehabt, das nur so mittelmässig verlaufen ist. Nach der Predigt werden wir eine Zeit haben vom Gebet, Fürbittegebet. Dann kannst du Gott bitten, dass er dir im Gebet aufzeigen soll, wem du vergeben sollst und wem du um Vergebung bitten sollst. Am anschliessenden Kirchenkaffee im Pavillon Lütwil besteht auch die Möglichkeit, direkt den ersten Schritt auf jemanden zuzumachen. Und etwas habe ich eben auch vom Pfarrer Dr. Matthias Brütsch gelernt. Ich mag mich erinnern, er hat vor 15 Jahren mal gesagt, als Theologe muss ich jetzt hier noch etwas erklären und etwas sagen. Und das muss ich jetzt auch machen. Einerseits ist Jesus der Friedenfürst, der Frieden schafft zwischen Gott und auch uns Menschen. Aber andererseits fordert Jesus uns auch raus. Mit dieser Aussage im Matthäus-Evangelium meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Damit tut er uns auch entlasten, weil er betont, dass Frieden unter Menschen manchmal unerreichbar ist. Ich sage das im Hinblick auf unsere Weihnachtsfeierlichkeiten, wo wir sicher werden mit Freunden und Familie zusammenkommen und wo manchmal auch ein bisschen angespannte Situation kann sein, weil man sich vielleicht nur 1 oder 2 Mal im Jahr trifft. Vielleicht sind ein paar gläubig, andere nicht. Und da liegt wie vielleicht so eine Spannung in der Luft, wenn man zusammen Weihnachten feiern. Und Jesus sagt das, er bringt nicht nur
Frieden, sondern auch das Schwert, um uns auch zu entlasten. Nicht, dass wir meinen, wir müssen und wir können mit allen Leuten Frieden haben, Frieden leben, sondern er selber sagt das, es ist manchmal gar nicht möglich, in der eigenen Familie oder auch mit allen in Frieden zu leben. Das ist mir auch wichtig, um an dieser Stelle zu betonen. Die weiteren Sätze in dem Zusammenhang, wo Jesus macht, handeln davon, dass Jesus uns einladen, ihm nachzufolgen, an ihn zu glauben, ihm zu vertrauen. Von dem kann man das auch sagen, es ist eine ernste Einladung, auch an ihm festzuhalten, auch wenn vielleicht die eigene Familie Jesus noch nicht kennt oder Jesus sogar ablehnt. Es ist wie, Jesus tut das so formulieren, dass wir wirklich an ihm festhalten, auch wenn es schwierig wird. In jeder Kirchengemeinde, in jedem Verein, in jedem Lehrbetrieb, in jeder Flötengruppe können Missverständnisse und Streit entstehen. Das ist normal. Das heisst einfach, es kommen Menschen zusammen, unterschiedliche Menschen, die zusammen das Ziel erreichen wollen, gibt es unterschiedliche Meinungen. Die Frage stellt sich uns, wie wir damit umgehen. Jesus verwandelt uns zu Friedensstifterinnen und Friedensstifter. Er befähigt uns dazu, mit dem Heiligen Geist in Konflikten erste Schritte zur Vergebung und Versöhnung zu unternehmen. Das sehen wir auch da vorne dargestellt mit den Egelfiguren. Es zeigt 2 Figuren. Die eine Figur geht auf die andere zu und gibt ihr die Hand, macht den ersten Schritt zu dem Friedensgruß, zu dieser Versöhnung und Vergebung. Ich glaube, es ist für uns alle ein lebenslanger Lernprozess. Jesus verspricht uns, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Das Neue Testament sagt sogar, denn Jesus Christus ist unser Friede. Amen.